Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Los mal». Ich bin hure müde. Gestern haben wir so einen Drehtag gehabt. Also nicht so einen, ihr wisst ja, um was es geht. Nein, ihr wisst es auch nicht. Aber für die Swiss Creator Academy, und ich habe ja schon mal davon erzählt, in der Folge über selbstständig sein. Und jetzt haben wir das eben aufgenommen, meinen Teil über Podcasts zu machen. Und ich sag's euch, wir haben am Eis abgemacht. Zum Anfang. Und dann, gut, haben wir noch nicht gerade am Eis angefangen, weil eben, wir haben ja erst mal darüber geredet, was machen wir, wie wollen wir es machen, blablabla, was gehört alles dazu. Aber ich sag's euch, wir sind am 5:30 fängst dort rausgelaufen. Und ich meine, ich hatte so 3 Seiten, mehr oder weniger, so 3, 4 Seiten gehabt, zum Reden. Aber das Ding war, ich musste es auf Hochdeutsch machen. Alles ist auf Hochdeutsch. Und ich kann das einfach nicht vor anderen Leuten, die mich kennen. So, wenn jetzt ein fremder Kameramann gehockt wäre, aber es war der Döme, also einer, der auch bei uns im Management ist. Und das war mir so unangenehm. Er musste erst mal rausgehen, bis ich überhaupt sagen konnte, «Hallo, ich bin Emma und ich bin Content Creatorin.» Bro, ich habe das nicht rausgebracht, wenn er dort gehockt ist und mich angeschaut hat. Und das ist wirklich, bis ich den ersten Satz hatte, ist es, ich glaube, 20 Minuten oder eine halbe Stunde gegangen. Darum einfach nochmal ein Reminder, es ist für uns alle auch irgendwie peinlich, was wir machen. Also nicht für alle, aber für Leute wie mich. Und wir machen es trotzdem und es kommt ja am Schluss etwas Cooles dabei raus. Also trau dich, falls du Bock hast, mehr zu erfahren darüber, wie man Content Creator wird oder irgendwie in diesem Bereich schaffst als Social Media Manager und so weiter und so fort. Oder du bei einer Firma tätig bist, wo das irgendwie ein Thema ist, Social Media Marketing, dann schau dir mal in meiner Beschreibung an. Ich habe den Link. Und wenn du dich anmeldest, jetzt ist noch Pre-Register-Phase, also du kannst dich einfach voranmelden, es ist keine Verpflichtung, du kannst immer noch sagen, nein, ich mag es gleich nicht machen. Dann kannst du meinen Code WEMSE brauchen und kriegst noch 100 Franken Rabatt, wenn du es sowieso machen willst. Es ist mit der Hochschule zusammen, also es ist ein Zertifikat, he? Du bist nachher zertifiziert, das ist kein Huga-Buga. Genau, das wollte ich einfach mal noch kurz sagen. Low-Key Werbung, High-Key Werbung, einfach, dass ihr es wisst. Aber es ist eine geile Sache. Und ich habe es jetzt überlebt, das heisst, jetzt bin ich nicht mehr gestresst. Immer so Sachen, bin immer so, vor dem Einschlafen bin ich so, fuck, Alter, ich muss ja noch dort Hochdeutsch reden. Und ich meine, ich kann ja eigentlich einigermaßen okay normales Hochdeutsch reden, aber auch in der Schule. Ich habe immer so geredet, weil das ist einfach peinlich sonst. Aber ich könnte eigentlich schön reden, aber das mache ich nicht. Und da war ich eben vor dem Döme und der ist ja auch Schweizer. Und das war einfach eine Überwindung. Aber ich habe es gemacht, weil, sorry, es wäre mir peinlicher gewesen, so hier Hochdeutsch da zu reden, wenn ich da was labere. Genau, das ist mein Live-Update. Und sonst, Bro, ich habe das Gefühl, ich habe verdammt viel gemacht. Oh mein Gott, ja, wir sind an der Marvel-Ausstellung in Basel. Ich bin mit meiner Mutter gegangen, weil sie ist voll Marvel-Fan. Und ich bin eigentlich nicht so, ich habe nur den Thor-Film geil gefunden, wegen Chris Hemsworth natürlich. Und sonst bin ich halt, ich check nicht mal die Reihenfolge und ich check nicht, wer, wie, wo, was. Aber die Ausstellung war fucking impressive gewesen. Es hat auch so die ersten paar wirklich so Relay-Comics also ausgestellt gehabt, natürlich eingerahmt und so. Ich frage mich auch, wie die das Zeug so dort an... Gut, das ist Marvel, gell? Und die das sammeln, sind wahrscheinlich so, oh mein Gott, Marvel wird mein Ding, natürlich. Aber trotzdem voll crazy. Und ja, also wenn ihr noch etwas zu machen sucht, geht auf jeden Fall, das ist in Basel, bei der Messe-Dings, wie sagen wir das, Messe... Oh, Digga, Messeplatz oder so. Genau. Und sonst läuft eigentlich nicht viel. Ich bin einfach müde vom Reden. Und jetzt rede ich da noch mehr. Aber ich freue mich, weil heute geht es um das Thema, das mich so fest beschäftigt. Schon immer. Und zwar, ich weiß nicht ganz, wie ich es benennen soll. Das sage ich einfach fucking jede Folge. Aber so, bist du nett oder bist du zu nett? Bist du nett oder bist du naiv? Bist du nett oder lässt du dich verarschen? Es ist clearly ein Unterschied. Und alle Menschen, die nie persönlich als naiv anschauen oder irgendwie so, bist du dumm, was machst du? Sagen immer, ja, ich bin doch einfach nur nett und das macht man doch so oder ja, ist ja nicht so schlimm und so. Und ich kenne ganz viele Leute, die so sind und ich bin auch mit Leuten aufgewachsen, die so waren. Zum Beispiel meine Mami ist, also sie sagt das auch von sich selber mittlerweile, dass sie einfach sehr naiv ist und irgendwie halt, sie sieht immer nur das Gute und sie tut gar nicht die Option abwägen, dass es ja auch schlecht rauskommen könnte. Und ich habe das Gefühl, ich war halt schon sehr früh so ein Kind, das so war, ja, aber der und der ist, glaube ich, böse oder die habe ich nicht so gerne. Also ich habe einfach schon immer so ein
starke Intuition gehabt. Und darum, keine Ahnung, es beschäftigt mich eben schon sehr lang und darum habe ich auch eine sehr starke Meinung darüber. Und fühle mich immer so, bin ich die Einzige, die gerade sieht, dass es nicht gut rauskommen kann. Und dann probiere ich immer auch meinen Friends so zu sagen, so, hey, weißt du, du musst es ja auch irgendwie überbringen können. Du kannst nicht als Person, die wirklich oft Recht hat, weil man einfach viel spürt und viel nachdenkt und wahrscheinlich mehr denkt als andere Leute, kannst du nicht einfach sagen, ja, ich habe Recht und im Fall, du wirst so verarscht gerade und verpiss dich von dieser Situation, weil sonst bist du dumm und scheiße. Weil Leute wollen das nicht so hören. Sie können das gar nicht receiven, wenn du es so sagst. Und das ist mega schwierig, im Wissen zu sein, oder im Wissen zu sein, dass gerade etwas richtig scheiße läuft und du willst ja nicht, dass die Leute, die du gerne hast, in einer scheiß Situation sind, aber gleichzeitig kannst du es ihnen auch nicht immer sagen und nicht immer die Person sein, die sagt, ja, aber das ist nicht gut und das nicht, weil sie wollen es gar nicht hören. Genau gleich wie in der letzten Folge habe ich auch über irgendetwas geredet von wenn du etwas eigentlich nicht so geil findest und jemand freut sich aber mega, dann kannst du auch nicht in dieser Situation irgendwie meinen, sagen so, ja, aber im Fall, es ist gar nicht so gut, was du gerade machst, weil die Person will es dann auch nicht hören. Und das ist so ein Aspekt, so, es ist mega schwierig, das überzubringen, wenn man selber nicht naiv ist. Jemandem Naiven probieren eben so, hey, hallo, das ist im Fall vielleicht nicht so gut, was du gerade machst. Weil sie ja eben auch so, also wenn man wirklich jemand von Grund auf naiv ist, dann auch wenn du sagst, dann sind sie so, nein, sicher nicht, sicher werde ich jetzt gerade nicht verarscht. Was? Jemand will, dass ich ihm 40 Millionen Franken überweise? Ja, in 2 Jahren habe ich das Doppelte, ist gar kein Scam, ist ja logisch. Weißt du, so Sachen, Bro, ich habe keine Lösung auf das. Um das geht es heute nicht. Es geht nicht darum, wie reden wir mit naiven Menschen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich das Gefühl, ich stand wirklich allen immer auf die Füße und gehe immer zu weit und die Leute regen sich eigentlich ab mir auf. Und nachher kommt aber halt gleich raus, dass ich recht habe und nachher sind sie so, ja, und nachher passiert es aber nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist, ja, basically, ich werde heute nur darüber reden, was der Unterschied ist und was meine Meinung dazu ist. Genau. Ich würde sagen, nett sein ist so ein bisschen nötig. Und ich hasse auch so Leute, eben, Hass ist übertrieben, aber ich finde es blöd, wenn Leute so sind, so, ja, aber für was nett sein? Und Leute sind ja auch nicht nett zurück und es sind heutzutage alle vercrackt und alle sind scheiße und alle, ja, aber dann mach doch du nicht das Gleiche. Also ich finde, es kostet wirklich Leute nett sein und auch zum Beispiel jetzt zu der letzten Folge habe ich darüber geredet, dass mir Leute gewisse Sachen nicht gönnen. Was bringt es mir, wenn ich dann zu denen genau gleich dumm zurück tue? Dann bin ich genau gleich wie die. Lieber mache ich so das hure Killing with Kindness, Selena Gomez Zeug und bin einfach nett, damit niemand mehr anhängen kann. Ja, aber die Emma ist auch so eine dumme Sau. Also, sorry, ich habe nichts gemacht. Ich bin im Reinen mit mir selber und ich bin einfach nett. Bro, nett sein ist underrated. Nett sein, King. Ich sage nichts gegen Leute, die mega nett sind, wo man auch amigs denkt, ja, okay, aber der ist jetzt ein mega Arschloch zu dir gewesen, wieso bist du immer noch nett? Ja, weil ich einfach eine nette Person bin. Gut, fair, das ist nicht naiv. Naiv ist, und ich habe es vorher extra noch gegoogelt, damit ich keinen Scheiß sage, ist einfach, dass man nicht an die negativen Konsequenzen denkt. Dass es gar keine Option ist, dass es irgendwie... Oh, jetzt bellt Tilda unten, sorry. Dass es auch wenig reflektiert wird, dass es einfach so ist, so, ja, tralalala, ist also ein bisschen kindlich, oder? Und man sagt auch, dass es von mangelnder Erfahrung kommt, dass es einfach, ja okay, du hast noch nicht erlebt, wie es ist, wenn die negative Konsequenz eintritt, dann ist ja logisch, dass du immer denkst, das kommt alles immer gut raus. Wenn du noch nie erlebt hast, ui, jetzt bin ich fett reingefallen, so. Aber ich habe das Gefühl, naive Leute, die wirklich von Herzen einfach mega naiv sind, das wird auch nicht besser. So, die können auch verarscht werden und nachher 2 Wochen später sagen sie nochmal, aber der Typ ist jetzt wirklich anders, weil er hat erst nach 4 Wochen gefragt, ob ich ihm Nacktbilder schicke. Weißt du, so, das Zuschauen ist so painful. Aber, was mein Punkt war, ist, ich bin auch amigs zu nett. Und ich bin auch amigs ein bisschen blauäugig. Aber nicht, weil ich es nicht weiss, sondern weil ich es einfach ignoriere. Amigs will ich einfach nicht wahrhaben, dass es jetzt so rauskommen wird, weil es einfach zu fest weh machen würde, um zu sehen, fuck, okay, es läuft nicht mehr gut. Und weißt du, zum Beispiel auch in Beziehungen oder so, wenn eine Freundschaft vielleicht auch nicht mehr das ist, was sie mal war, dann tue ich lieber das so rauszögern und einfach so, nein, das kommt schon noch gut. Obwohl ich es innerlich spüre, aber ich habe keinen Bock, immer auf das zu hören. Und das ist ja auch... Das verstand ich auch und das ist, glaube ich, auch menschlich, dass man ist ja sehr Routine, wie sagt man dem,
man will einfach Routine, man will keine Veränderung und logisch ist es schwierig, dann immer wieder zu sagen, oh nein, das ist nicht gut und oh nein, das ist anstrengend, Bro. Lieber, vielleicht bin ich auch jealous auf die naiven Leute, die einfach so tralalala. Aber ich bin auch amigs zu nett. Und ich glaube, das ist aber nicht von einem Punkt von, eben, man weiß es ja eigentlich, aber es ist so das People-Pleaser-Ding. So, es ist einfach zu schlimm, um irgendwie zu sagen, so, oh nein, mir gefällt die Frisur nicht. Oder oh nein, eigentlich will ich kein, weiß auch nicht, das Essen gefällt mir nicht. Oder nein, oh, lieber nicht. Also, lieber sage ich 100-mal einfach, ja, ist gut, danke. Oder irgendwie auch, Bro, nur so kleine Sachen mit der Quittung. Ich habe wirklich das Gefühl, die Leute fragen mich Quittung und wenn ich Nein sage, bin ich sowieso am Rejecten und bin ein Arschloch und bin dann einfach, es macht mir unnötigen Stress und sage, ja, die Quittung gerne und dann muss ich die fucking wegwerfen. So kleine Sachen, so, wo es niemand auf der Welt juckt, außer dich selber. Du tust so viel interpretieren, aber das ist ein anderes Thema, das ist fucking People-Pleasing. Aber eben, so, ich bin auch so in gewissen Aspekten und ich will auch nicht von oben runterreden, aber ich bin einfach frustriert mit diesen naiven Leuten, die ich kenne. So, Bro, fick dich doch mit ihm, es kommt alles gut. Und nachher bin ich wieder die 2 Wochen später alles ausbaden muss und mit dir darüber reden muss. Mache ich ja gerne, aber Bro, irgendwann shut the fuck up, Alter. Krieg dein Leben in den Griff. Und das übrigens, wenn wir so jünger sind, dann ist das voll normal. Ich war auch sturzdumm in gewissen Sachen, als ich jünger war, weil eben, du hast ja wirklich die Erfahrung nicht. Aber wenn man so Ü20 ist und immer noch so Basic-Sachen nicht im Griff hat, wie du bist nicht mit Leuten befreundet, die Arschlöcher zu dir sind, du tust nicht allen immer alles in den Arsch stopfen, wenn sie dir nichts zurückgeben, du tust nicht extra Sachen machen, die du gar nicht machen willst, einfach nur, weil irgendjemand das gesagt hat. Oder, gut, das ist alles zu nett sein, das hat ja nichts mit Naivität zu tun, aber oder wie du überlegst immer noch nicht, was hat das und das für Konsequenzen. Außer du bist dumm. Sorry, okay, wenn du dumm bist, dann ist das deine Excuse, du bist dumm. Aber ich glaube, die meisten von euch sind nicht dumm, sondern einfach zum Teil blind. Auch amigs, wenn ihr mir so Nachrichten schickt und so sind, Emma, oh mein Gott, bitte hilf mir. Und dann bin ich immer so, okay, es ist etwas mega Schlimmes passiert. Und dann kommt so, ja, der Typ, den ich mag, ignoriert mich auf Snapchat, was soll ich machen? Erstens, Leute, ich glaube, ich kann die Probleme selber lösen. Zweitens, wenn es für dich wirklich so wichtig ist, dass du einer Fremden im Internet schreibst und so tust, als wäre es SOS, was ist schiefgelaufen? Wo bist du? Stopp, SOS, Abbruch. Du musst wirklich etwas machen und das meine ich überhaupt nicht böse. Weil ich bin auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich auch so ausser Ding gewesen wäre, wenn ein Typ mich ignoriert hat oder so, aber be fucking for real. Und das sind eben nicht 12-Jährige, die mir das schreiben. Das ist etwas ganz anderes. Es sind Leute in meinem Alter, die durchdrehen, wenn sie von einem Typ gerade keine Aufmerksamkeit bekommen. What the fuck, Leute? Ihr müsst etwas machen. Und dann bin ich auch so, du hörst meinen scheiß Podcast und hast wirklich das Gefühl, dass das für dein Leben ausschlaggebend ist jetzt gerade, ob ein ranziger Typ, der seit 4 Tagen nicht mehr duschen ist, dich gerade ignoriert. Stand up! Kennt ihr den TikTok sagen? Stand up! Nein, wirklich, das macht mich hässlich. Und eben, ich meine es wirklich auch überhaupt nicht als Angriff. Ich will euch nur ein bisschen schütteln. So, Bro, tu etwas an dir verändern. Und du kannst das. Wir sind jung, wir sind dynamisch. Wir können noch alles, was wir Scheiße machen, können wir noch so daran arbeiten. Und wir können in 2 Jahren ein ganz anderer Mensch sein. Aber wenn du das so weitermachst bis 50 und dann mit 60 Mal merkst, oh, jetzt habe ich mein ganzes Leben verarschen lassen und habe ja irgendwie gar kein richtiges Ziel gehabt, weil ich habe mich immer darauf fokussiert, dass alle anderen zufrieden sind und dass bla bla bla, oder irgendwann wirst du so wirklich fett verarscht. Und das passiert eben noch schneller, als man meint, gell? Auch mit Geld und so. Irgendwelche Scams und so. Man denkt immer, ja, das passiert allen anderen und so. Aber das kann richtig schnell passieren. Auch so die Leute, die einem auf Insta schreiben, so «Hey, wir haben eine Business-Idee und hättest du kurz Zeit zum reinhören?» Weißt du, wie viele Leute gehen auf das rein? Es sind ja die reingehauen sind, die jetzt dir auf Insta schreiben und unbedingt dein Geld wollen, weil sie darauf angewiesen sind, mit irgendeinem komischen Schneeballsystem. So. Und es tönt ja alles cool und gut und so, aber genau da ist dein kritische Denken wieder erfragt. So, Bro, überleg doch mal, wieso wird ihr random, und es schreibt immer noch so, ja, du kommst so sympathisch über und du willst perfekt zu uns passen. So, das ist Manipulation. Manipulation. Und wenn man das nicht sieht, auch in einem Arbeitsumfeld, wo es um mehr geht als nur das Persönliche, Bro, du bist gefickt fürs Leben.
Und das ist natürlich jetzt übertrieben gemeint. Ja, es gibt Leute, die werden im Betrieb von morgen bis abend verarscht und sie checken es nicht, weil sie eben dumm sind. Und dann finde ich auch immer so, ja okay, dann bist du halt dumm und dann checkst du es nicht und dann juckt es dich auch nicht. Aber wenn du aware bist, irgendwann, dass du verarscht worden bist, dann macht das fucking weh und dann macht das etwas mit dir. Und ich will nicht, dass ihr an diesen Punkt kommt, dass ihr irgendwann so realisiert, so fuck, was habe ich da gemacht und so. Darum, lernt Grenzen setzen. Es ist nicht schlimm, es ist cool und man wird Leute verlieren durch das. Und man wird sich manchmal auch dumm fühlen und so, jetzt bin ich da schon wieder die nur irgendwie rummotzt und irgendwie immer etwas auszusetzen hat und alle anderen machen das nicht und das Leben ist so viel einfacher, wenn man einfach zu allem Ja sagt und ist es aber nicht. Das Leben ist, du wirklich klare Grenzen setzen und eine grosse Fresse haben, auch wenn es Leute nervt. Auch wenn ich jahrelang die war, wo immer etwas, jetzt kommt wieder die Emma. Und ja, es kommt wieder die Emma. Shut the fuck up, Alter. Es kommt wieder die Emma. Lieber bist du die Person, die einmal mehr etwas sagt und wo die Leute wissen, bei der muss ich aufpassen oder bei der kann ich nicht einfach machen, was ich will. Als dass du die Person bist und wir kennen alle so jemanden. Und ich habe auch so Friends. Das ist nicht, dass ich mich nicht mit so Leuten abgebe oder so. Das ist auch nichts Schlechtes. Aber wir kennen alle so Personen, wo du genau weißt, ich könnte 100-mal verkacken. Die Person würde sagen, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ja, komm. Ich lade dich noch zum Essen ein. Komm, nein. Du mich vertrampen. Stand auf mich drauf, ja, spuck mich an. Alles gut, mach. Ich habe keinen Wert. Ist gut. Hauptsache, du bleibst schon meine Kollegin. Und dann liegt es natürlich auch in der Hand von den Leuten, die eben nicht naiv sind und nicht zu nett, um es nicht auszunutzen und einfach sagen, hey, du bist eine mega Liebe, ich werde dir das aber nicht antun, Queen. Aber es gibt auch ganz viele, die das eben genau ausnutzen und wo du dann immer, und dann fragt man sich, und das habe ich eben, ich bin auch schon ganz lange zu nett gewesen und habe mich nicht getraut, eine grosse Fresse zu haben. Und es ist auch nicht, sorry, ich übertreibe es halt immer, weil ich es lustig finde, zu sagen, grosse Fresse, aber es ist nicht eine grosse Fresse haben. Es sollte normal sein. Wenn eine junge Frau halt sich so äußert und sagt, dann ist es halt sofort, sie ist bitchy und sie ist... Aber wenn ein Typ das macht, ist es auch nicht so. Es ist nicht eine grosse Fresse haben. Es ist einfach sich wehren können und Grenzen setzen können. Es ist nicht eine grosse Fresse haben. Und amigs, um eben die Grenzen zu setzen, musst du sehr klar und deutlich sein, was dann schnell als Angriff gesehen wird. Und es ist auch amigs ein Angriff, Bro, sorry. Amigs kommt es einfach nicht recht raus. Amigs denkst du nachher auch, oh mein Gott, das hätte ich auch anders sagen können. Und das ist alles fair. Du lernst ja daraus, aber Hauptsache, du lernst dich zu wehren. Du willst nicht die Person sein, die ich vorher erwähnt habe. Und ich glaube, es hören da safe auch Leute zu, die sich so fühlen. Und ich habe mich auch schon so gefühlt. Ja, und dann eben, was ich ja vorher sagen wollte, wo ich mir selber reingeredet habe, ist, dass es dann immer den Punkt gibt, wo dann genau die Leute, die sich 100-mal verarschen lassen, so sagen, hä, aber wieso immer und wieso immer ich und das ist doch alles nicht fair oder und ich und Doch, es macht Sinn, wieso immer du, weil du erlaubst es den Leuten und es sollte nicht Victim-Blaming-mäßig wirken. Es tut mir mega leid für so Menschen und ich wünsche einfach diesen Leuten schnell, dass sie aus dem rauskommen. Aber es ist ja ein dummer Zyklus und wenn du plötzlich nur noch ein Umfeld hast, wo überzeugt ist, dass du so eine Person bist, eben, wo alles mit sich machen lässt, dann ist es so schwierig, aus dem rauszukommen. Also dann musst du basically, entweder hast du nette Leute, die akzeptieren, dass du plötzlich nicht mehr so bist, oder du musst einfach alle aussortieren. Weil wenn jemand mal jahrelang von dir denkt, ja, mit der kann ich machen, was ich will, und plötzlich lässt du es nicht mit dir machen, dann werden sie hässig, dann sagen sie, oh mein Gott, die ist so abgehoben, die ist so arrogant geworden, was ist mit der los? Weil Leute sind wir mal for real, sicher 80% der Zeit nur mit so Leuten close, weil es ihnen gefällt, wie sie fühlen lässt. Leuten gefällt es, wenn sie auf jemandem rumtrampeln können, weil es gibt ihnen ein Gefühl von Macht. Willst du einfach so Machtgeilheit für jemanden sein oder willst du eine actual Connection haben mit jemandem? Entscheide dich jetzt, weil wenn du immer noch in ein paar Jahren immer noch naiv bist, falls du jetzt naiv bist und einfach alles machst und dann bist du die Person und dann bist du einfach nur so ein dummes Mittel zum Zweck für andere Leute. Entweder musst du ihnen etwas liefern, zum Beispiel wenn du immer nur ausgenutzt wirst zum Hausaufgaben liefern und Zusammenfassungen und was weiß ich was und keiner gibt dir jemals etwas zurück und wenn du ihnen das nicht lieferst, dann wenn sie auch gerade nichts von dir hören, dann bist du ein Arschloch aber das ist keine Freundschaft, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Und ich weiss, es ist auch schwierig. Nein, das war so schlimm im Gibi. Ich habe so oft Nein gesagt. Weil es sind immer so Arschlochtypen von der Klasse, wirklich hure räudig zu mir gewesen. Und dann sind sie aber am Abend vor dem Test gekommen, so, hey,
Und dann immer noch Wemse. Haben sie mich immer Wemse genannt, seit ich auf TikTok angefangen habe zu posten. Bro, shut the fuck up, Alter. Du willst gerade etwas von mir und nennst mich «Hey, Wemse!» Alter, du solltest ankommen und sagen «Hey, Emma, sorry, hihi, könntest du mir vielleicht, bist du so gut, hihi, deine Zusammenfassung geben?» Wenn Leute das Gefühl haben, sie können zu dir kommen und sagen «Hey, Wemse, haha, hast du mir noch die Zusammenfassung für morgen? Haha, wär's auch geil.» Dann ist fucking etwas nicht gut. Dann hast du deine Grenzen nicht klar gesetzt. Und das ist auch das, was ich eine Zeit lang verkackt habe, weil ich es einfach rausgeschickt habe, weil ich dachte, ja, es ist mega, mega lame und mega cringe, wenn ich nicht alles von meinen Sachen weiterschicke. Weil dann bin ich ja das Opfer und dann bin ich so die nicht gönnt. Und die, nein, bin ich nicht, weil hast du das Gefühl, die haben mir jemals irgendetwas geholfen. Nein, die sind die gewesen, die mich fucking gestört haben im Unterricht, wo ich dann nachher sagen könnt ihr bitte ruhig sein, und keine Sau hat aufgehört zu schnarren, weil sie das Gefühl haben, sie müssen nicht auf mich hören. So. Und wenn du halt irgendwann genug hast von dem, ja, dann fährst du an, alle zusammen schiessen, und dann ist es vielleicht auch ein bisschen eine Überreaktion, weil du wie so, eben, wenn man auch jahrelang mega schüch war und dann plötzlich kommt so, dann bist du vielleicht ein bisschen zu offen und ein bisschen, erzählst zu viel und hast eine zu grosse Fresse, weil du so lange das zurückgehabt hast. Und so war es bei mir auch, als ich dann endlich angefangen habe zu sagen, nein, sorry, ich schicke dir meine fucking Zusammenfassung nicht. Du bist den ganzen Tag ein Hurensohn zu mir und hast das Gefühl, du kommst jetzt über WhatsApp und kannst nett sein zu mir, weil du von mir profitieren willst. Nein, sorry, du hast verkackt. Geh irgendwo anders deine scheiß Zusammenfassung holen. Und dann war die Reaktion logischerweise auch, dass ich noch mehr irgendwie die schlimm war und sie noch mehr probiert haben, sich über mich lustig zu machen und so ein bisschen, haha, Emma. Weil sie doch auch verletzt, Bro. Wenn du immer gewöhnt bist, dass du alles von einer Person bekommst und nachher wirst rejected, was ist die erste Reaktion? Hässig sein, Wut, oh mein Gott, die ist so scheiße. Aber dabei kann es einfach nicht damit klarkommen, dass nicht jeder einfach alles macht, was sie wollen. Das ist so, das macht mich gerade wieder so hässig. Aber ihr seht, ich habe viele so Situationen erlebt. Und ich hoffe, ich wirke nicht so dumm, also weißt, so blöd in dieser ganzen Folge, wie ich so über das Thema rede und wie es mich ja auch irgendwie so einfach mega hässig macht, aber es regt mich einfach so auf, wenn ich zuschauen muss. Und ich lege auch ans Herz, überlegt einfach mal einmal mehr. Und zwar richtig, ehrlich. Ich habe das Gefühl, so viele Leute lügen sich selber jeden Tag an. Wieso lügst du dich selber an? Hast du so wenig Respekt vor dir selber, dass du nicht mal der Wahrheit ins Auge schauen willst? Oder irgendwie, was ist das Problem? Ich verstand es nicht, weil eben, ich habe auch nie die Perspektive so richtig erlebt, von man ignoriert einfach alle Tatsachen und macht einfach das, was dir so schlecht tut. Ich check's wirklich nicht. Erklär's mir bitte, wenn du so bist. Erklär's mir, weil ich würde es ja auch wirklich gerne verstehen, weil dann glaube ich, könnte ich auch ein bisschen weniger hässlich sein auf so Leute. Aber überleg's dir einmal mehr. Ganz objektiv gesehen. Ich weiss, amigs wünscht man sich, es wäre anders. Amigs willst du nicht, dass es wirklich so ist, wie es wahrscheinlich ist. Aber du verarschst dich selber. Und wenn du schon dich selber verarschst, dann können alle anderen Menschen dich auch sehr gnadenlos verarschen, weil du machst es ja sogar selber. Doch auch nicht Angst machen vor dem. Eben so, es klingt ja immer so, dass es auch mega schwierig ist, die Tatsachen zu akzeptieren. Und logisch, Bro, es macht weh, wenn du irgendwie realisieren musst, fuck, mein Freund ist eigentlich ein richtiger Hurensohn zu mir und jetzt muss ich wieder allein sein. Und ich habe Angst vor dem Alleinsein. Ich will nicht allein sein. Lieber bin ich mit einem Hurensohn zusammen als allein. Oh, okay, aber wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendjemanden Netz treffe, als dass ich für immer und ewig allein bleibe. Ah, stimmt, okay, vielleicht kann ich Schluss machen. Ich weiss, es ist deeper als das, aber ich will euch einfach auch den Mut machen, so, steht für euch selber ein. Überlegt und übt das. Ich weiss, es ist schwierig für Leute, die wirklich for real einfach so sind und immer sagen, ich sehe das Schlechte nicht, ich sehe es nicht, mir kommt es gar nicht in den Sinn, was alles, dann üb's. Red vielleicht mit jemandem darüber, wo du weißt, die Person kann das besser. Sag, Bro, bitte kannst du mir helfen? Ich will nicht mehr einfach immer nur blind sein. Üb das bitte mit mir. Und wenn du wirklich eine gute Kollegin oder einen guten Kollegen hast, dann machen die das auch mit dir. Weil eben, uns regt es am meisten auf, dass ihr so sind. Weil wir wollen das nicht für euch. Und es tut wirklich weh, zuzuschauen, wie jemand Mal für Mal das Gleiche macht und du daneben hockst und sagst, Bro, jetzt haben wir doch gerade letzte Woche darüber geredet, dass du es nicht so machen sollst. Ja, aber, weisst, und dann ist es so und dann... Und es ist auch eine ganz feine Line, finde ich,
zwischen, okay, mit so Leuten kann man überhaupt befreundet sein und mit der kann ich glaube nicht befreundet sein. Weil wenn jemand konstant einfach sich selber nicht respektiert und alles mit sich machen lässt, von wo willst du schmecken, dass die Person irgendwie ansatzweise, wenn es mal darauf ankommt, für dich einstehen kann oder irgendwie etwas für dich machen kann, wenn sie es ja obviously nicht mal für sich selber machen kann. Und das ist auch wieder so, eben, man muss das wirklich ganz persönlich abschätzen, weil ich habe auch Friends, die mega naiv sind, wo ich mir auch denke, Bro, du bist so... Der hat jemand ins Hirn geschissen heute. Und trotzdem habe ich sie mega, mega gern. Aber das muss man wirklich, das müsst ihr einfach selber überlegen. Oder auch so, ihr müsst, glaube auch einfach immer etwas zurückkriegen von dieser Person, außer das ständige Unsicherheit und wenn alles, was du in der Freundschaft kriegst, die Naivität ist und du dich ein bisschen daran abgeilst, dass die einfach alles mit sich machen lassen und so, Bro, dann seid nicht befreundet. Lass die Person in Ruhe, wünsche ihr alles Gute. Haha, ich hoffe, eines Tages kann ich mit dir aus einem anderen Grund befreundet sein, als dass ich es einfach lustig finde, dass ich alles mit dir machen kann. So. Und da muss man, glaube ich, auch sehr ehrlich mit sich selber sein. Weil ich habe auch schon so Freundschaften gehabt, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, ich habe das so ein bisschen ausgenutzt, dass die Person einfach so war. Ja, dann schreibt er halt gerade mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe niemand Besseres zum Chillen. Oder, oh ja, die schickt mir sicher die Hausaufgaben. Oder, weißt du, so opportunistisch sein. Und das ist einfach gemein und scheiße. Aber da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein und einfach sagen, oh, ich glaube, ich mache das gerade in dieser Situation und das ist nicht gut von mir. Also das kann man ja von beiden Seiten mal evaluieren. Einerseits hört auf, die Leute ausnutzen, wo sie sind, und andererseits hört auf, euch ausnutzen lassen, falls ihr die Personen sind. Ich werde euch das wirklich so ans Herz legen. Je früher ihr anfängt, das Üben, Grenzen zu setzen und für euch selber da zu sein, desto einfacher wird es später. Weil es gibt keine bessere Situation, um das zu üben, als in der Schulzeit oder im Studium. Oder so. Weil dort ist so, es ist noch nicht so ernst. Es ist noch nicht so deep. Es sind so, ja, Bro, das sind halt deine Schulkollegen oder irgendwelche Lehrpersonen, die sowieso dort angestellt sind und du musst sowieso bei denen in der Schule sein und so deep ist es nicht. Du kannst nicht entlassen werden. Die Lehrpersonen bleiben auch für immer und ewig, weil die sind heilig. So, Stand für dich selber ein. Nur schon, Bro, es gibt Leute, die gehen nicht führen zu der Lehrperson, wenn sie merken, die haben einen Punkt nicht verrechnet irgendwie bei der Prüfungskorrektur. Ja, nein, das ist irgendwie komisch, nein, geh einfach nicht. What the fuck, das ist ein Punkt, den du dir erarbeitet hast, wo dir zusteht und du gehst ihn nicht holen, weil es ist dir zu unangenehm oder du willst nicht eine Lehrperson auf einen Fehler hinweisen. So, be fucking for real. Wie willst du irgendwann im Rest des Lebens, wo noch viel deeper und viel anstrengender wird, können das holen, was dir zusteht? Und das ist ein viel grösseres Problem. Darum übt es. Eben, und wenn ihr wirklich nicht mal drauf kommt, wie könnt ihr das machen, fragt eure Friends. Eure Friends kennen euch sehr gut. Die könnt ihr auch sagen, ja, also wenn du jetzt meine ehrliche Meinung haben willst, dann machst du das in dieser und dieser Situation extrem fest und dort kannst du es wirklich besser üben und so. Weil es gibt ja Leute, die sind wirklich nur keine Ahnung, zum Beispiel in der Liebe mega naiv oder eben so im Arbeitsumfeld oder Schule, so das Zeug. Oder irgendwie in der Ziel, das du dir selber setzt, ist einfach so, übermorgen will ich Millionärin werden. Und dann bist du jeden Tag fucking depressed, weil du es irgendwie nicht erreichst. Aber du machst auch nichts dafür. Aber du bist so blauäugig, dass du wirklich das Gefühl hast, so, ja, wenn ich nur genug daran denke, dann kommt es irgendwie. Und so, okay, fair, das ist auch ein guter Mechanismus, um nicht an sich selber arbeiten und nichts verbessern, wenn du einfach so denkst, ja, es kommt dann schon noch. Aber be fucking for real, es wird dich nur enttäuschen. Und das ist auch das so, es ist ja cool, optimistisch zu sein und ich feiere das auch an Leuten und ich habe gerne so Leute in meinem Leben, weil mir fällt das schwer. Aber es ist nicht cool, wenn ihr dann immer enttäuscht werdet, weil ihr irgendwie gar nicht daran gedacht habt, dass etwas schief laufen könnte. Und ich sage auch nicht, bei jedem Scheiß musst du denken, oh, es läuft jetzt aber nicht, das funktioniert nicht. Nicht pessimistisch, einfach realistisch. Überlegt mal, pro, contra, was kann passieren, was sind die Risiken. Okay, ich gehe es jetzt trotzdem ein, aber mir ist bewusst, dass es auch schief gehen könnte. Aber dann bin ich parat, um mich selber wieder aufzufangen. Das ist das, was ich von euch will. Und auch von mir selber. Aber ich brauche das eigentlich wirklich nicht. Ich bin mir schon umgekehrt, ich brauche ein bisschen mehr Optimismus. Aber ja, einfach die ständige Enttäuschung, glaube ich, tut keinem gut, weil ich glaube nicht daran, dass Menschen, die so naiv sind, dann, wenn mal etwas nicht funktioniert, einfach so sind, so, okay, das tut doch trotzdem weh. Und das will man ja nicht. Weil ich kann euch sagen, im Arbeitsleben später wird jeder probieren, dich zu verarschen, weil es geht um Geld. Und immer wenn es um Geld geht,
will jeder so viel profitieren wie möglich und niemand gibt dir gerne mehr Geld als nötig. So. Aber trotzdem hast du ja oft Situationen, wo dir etwas zusteht und wo dir immer mehr zusteht, als dir im ersten Moment angeboten wird. Und wenn du dann nicht für dich selber einstehen kannst oder auch gerade in so toxischen Umfeld, wo es sehr kompetitiv wird, wenn du nicht einfach dort stehen und sagen, wieso lachst du jetzt? Wieso hast du jetzt diesen Witz gemacht? Findest du es lustig? Bro, ihr müsst mal das Gesicht sehen von Leuten, wenn man sie so anspricht und sagt, hast du jetzt irgendwie lustig gefunden? Oder so, du musst gar keinen krassen Spruch haben. Du kannst wirklich einfach mal straight fragen, wieso hast du jetzt das gesagt? Und die Leute sind so, oh, die wissen gar nicht, weil sie werden nie damit konfrontiert. So, die grössten Arschlöcher sind so schnell verunsichert, wenn jemand sich mal wehrt, weil sie sich so gewöhnt sind, dass alles über sich ergehen lassen. Und auch übrigens, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und so, du bist, und ich glaube, man schämt sich halt auch ein bisschen für das. Ich schäme mich auch dafür, dass ich mega viel mit mir machen lassen habe, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, wenn das jemand wüsste, weißt du, so. Aber es ist ganz normal. Die meisten von uns sind so. Genau, eben, weil es ja auf Erfahrung basiert. Du kannst ja nur aus so Sachen lernen, wenn du schon viel erlebt hast. Und wenn du vielleicht jemand bist, der eher weniger erlebt hat, dann ist das ganz normal. Und das ist ja nichts, wo man sich dafür schämen muss. Es ist einfach etwas, wo man sich darüber bewusst sein muss. Ich will euch nicht schäden dafür. Ich bin einfach sehr emotional bei dem Thema und mache so ein bisschen auf hässig, aber es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach wichtig, um es zu ändern und wissen, in welchen Situationen du einfach musst können, einfach kurz fucking ein bisschen Rückgrat haben und einfach die durchsetzen und überlegen, damit du nicht später gefickt bist. So. Und wenn ihr das mal umsetzt, dann werdet ihr sehen, wie viel einfacher und ruhiger eures Leben ist. Ich habe basically keine Leute mehr in meinem näheren Umfeld, die irgendwie das Gefühl haben, sie können so Scheiß bei mir machen. Weil ich rede einfach nicht mit denen. So, ich tue die straight up ghosten. Also die Leute, die ich auch immer erzähle, so, jetzt bin ich die am Ghosten. Das sind Leute, wo ich weiss, sie haben das Gefühl, sie können irgendetwas pullen bei mir. So, hör auf, ich brauche die nicht. Und ich weiss, amigs ist man gezwungen, mit Leuten näher zu sein, als einem lieb wäre, die so sind. Aber auch dann, du kannst deine Grenzen setzen. Du kannst abblocken. Du kannst mal für mal zeigen, dass es dir nicht passt, wie eine Person mit dir redet. Das muss auch nicht immer mega explizit sein. Du musst nicht immer alle zusammenschießen. Du kannst auch einfach mal eine Person mega lang anschauen und nicht wegschauen und ein bisschen böse reinschauen und die Person checkt ganz genau, was gemeint ist. Einfach, dass du nur schon dann zeigst, Bro, so nicht. Anstatt einfach wegschauen und irgendwie probieren ablenken davon, dass jemand dich gerade mega dumm angemacht hat. So, es gibt so viele Arten, wie man Boundaries setzen kann. Aber ich glaube, über das reden wir mal in einer anderen Folge, weil das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber du wirst wirklich merken, es wird dir so viel besser gehen, wenn du lernst, so zu sein. Und es wird so viel ruhiger sein. Weil eben, man meint ja immer, eben auch mit dem People-Pleasing und so, ja, es ist einfacher so und das andere ist irgendwie zu viel und zu stressig und zu aufwendig. Nein, es ist genau umgekehrt. Es raubt dir so viel Energie, immer nur die Person zu sein, die ausgenutzt wird und immer nur ja. Am Schluss hast du nichts mehr für dich selber übrig. Anstatt wenn du einmal ein bisschen die unangenehme Situation hast und sagst, hey, nein, sorry, heute kann ich nicht. Und dann führst du den ganzen Rest vom Tag, um mit dir selber zu chillen und ein geiler Sich sein und einfach stolz auf dich selber sein und Zeit mit dir selber verbringen und nicht auf irgendwelche anderen Leute müssen schauen. Darum, hört auf euch selber anlügen und pull your shit together so I can be proud of you. I don't like... Ich habe die Schnauze voll. Ja. Aber das war eigentlich alles, Leute. Das ist wirklich alles. Wir reden dann mal ein anderes Mal über, wie man Grenzen setzen kann. Vor allem für Leute, die wirklich extrem schüch sind und so. Weil ich bin ja selber so... Ich habe auch jetzt noch oft Leute, die mir sagen so, oh mein Gott, was? Du bist so schüch. Oder, hä? Traust dich nicht dafür laufen? Bro, shut the fuck up, Alter. Aber dann sage ich eben diesen Leuten auch ganz genau, dass mich abfuckt, dass sie so mit mir reden müssen. Weißt du, so, I feel you, ich weiss, wie es euch geht. Und darum bin ich wahrscheinlich auch so passioniert in diesem Thema. Auch wenn ich seit ich ein Kind bin, eher weniger die bin, die so ist so la. Aber ich habe trotzdem auch meine Momente gehabt, wo ich verstanden bin. Und ich hoffe, euch geht es nicht so. Lasst mich noch, falls ihr irgendein Thema habt, wo ich darüber reden sollte. Kommentiert den Insta-Post, Leute. Sonst bin ich traurig. Und
bewertet den Podcast 5 Sterne bitte. 5 Sterne. Sonst bin ich traurig. Folgt dem Podcast, macht die Glocke an, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge droppt. Und ich freue mich auf eures Feedback. Ich freue mich immer, wenn ich lese, was ihr dazu meint oder auch wenn ihr eine andere Meinung habt. Voll geil. Finde ich cool, dann können wir zusammen diskutieren. Und ansonsten, alle haben mir gesagt, ich soll einen Discord-Server machen, wegen dieser Idee, dass ich will, dass ihr so miteinander interacten und Freundschaften starten und so. Und ich bin jetzt da mal ein bisschen am Recherchieren und so, wie man das macht, weil ich habe keinen Plan und ich bin scheiße in dem. Aber wer es nicht wird, kann ja noch werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das Voting ist übrigens schon ein Zeitchen beendet, wegen dem Publikumspreis für den Podcast. Und wir sind ja noch nominiert in der Kategorie Neuheiten, aber dort können wir leider nichts selber ausrichten. Das sind Leute, die das entscheiden. Und jetzt ist Samstag. In 4 Tagen sind Swiss Podcast Awards und dann finden wir raus, wer den Publikumspreis gewonnen hat. Ich freue mich, bin auch ein bisschen nervös, aber mehr dazu dann in der nächsten Folge. Tschüss, ciao, ciao.